Cosplay ist eine neue Art von Fasnacht. Ich würde das nie einem Cosplayer ins Gesicht sagen, weil es ist Fasnacht im Sinne von, ja, man verkleidet sich, aber es ist so dermaßen viel mehr. Und es ist auch eine ganz andere Kultur dahinter. Wir machen auch nicht Musik damit, sondern wir wollen ein Charakter sein. Cosplayerinnen zeigen sich gerne halbnackt. Ja, es ist einfach mehr so, dass Cosplayerinnen sich gerne in dem Charakter zeigen, den sie cool finden. Und da sind auch schlussendlich Character Designers die Schuld, wenn sie sie halbnackt machen. Also, Cosplay hat nicht mit Kunst zu tun. Cosplay hat mehr mit Kunst zu tun, als man sich auch nur ansatzweise vorstellen kann. Ich habe wahrscheinlich mehr verschiedene Farben in meinem Atelier als viele Künstler. Plus, ich verkörpere das auch noch. Also ich verbinde Malerei mit 3D-Modellieren, mit Theater. Und das sind 3 Kunstformen. Cosplayerinnen sind privat sehr scheu. Meiner Erfahrung nach und in meinem Umfeld ist es schon so, dass Cosplayerinnen eher auf der introvertierten Seite sind und das Kostüm ist dann halt tatsächlich wie so ein Schutz oder wie so eine Möglichkeit, eben unter Menschen zu sein, ohne dass man sich mega gestresst fühlt. Cosplayerinnen haben ein langweiliges Leben. Ich glaube, es gibt Langweiligeres als auf London fliegen, um dort 2 Tage lang sein Kostüm zu zelebrieren, Fotos und Videos von sich zu machen und dann wieder in seinem Atelier zu hocken und sich so viele Sachen müssen überlegen, machen und tun und das dann echt raus präsentieren. Also sorry. Die allermeisten haben gerne Aufmerksamkeit. Mal im Rampenlicht stehen ist etwas wahnsinnig Schönes, vor allem wenn es positiv ist. Die Leute kommen und sagen, es sieht mega cool aus. Und es geht nicht darum, dass wir alle im Fernsehen sein und was weiß ich, sondern es geht um Anerkennung für das, was wir gemacht haben. Und auch vielleicht auch darum, neue Leute lernen zu kennen, die man sonst vielleicht nicht so lernen kann. Ich habe so viele verschiedene Leute, die hätte ich nie in meinem Leben getroffen sonst. Ja, wir sind Freaks. Ja, und wir stehen dazu. Und wir finden es auch cool, weil ich finde, Freak ist keine Beleidigung. Ich bin gerne ein bisschen anders. Ich lebe das aus, was ich möchte. Und ich habe das Gefühl, ganz viele würden das selber auch gerne, aber sie trauen sich einfach nicht. Und ich bin gerne ein kleiner Nerd und ein bisschen komisch. Und ich bin stolz darauf.